Sieh nur. Das arme Ding. Oh. Wo bin ich? Verzeih, dass wir dich erschreckt haben. Keine Angst. Mein Name lautet Sonja. Nun sag schon, wie heißt du denn? Ich bin die Tochter König Rohams von Hyrule. Zelda. Welch seltsame Worte. Wir beide haben dieses Reich gegründet. Außer mir sollte es eigentlich keinen König geben. Ihr habt Hyrule gegründet? Und ihr seid König? Ja, mein Name lautet Rauru. König Rauru von Hyrule. König Rauru und Königin Sonja. Das heißt ja... Hä? Aber ein richtiges Hä? Okay, hey, die Erinnerungen sind zurück. Hey! Jetzt sind es aber nicht unsere Erinnerungen, sondern es sind Zeldas. Finde ich irgendwie cool. Irgendwie. Auf eine Art und Weise. Abenteuererinnerungen. Oh, die erste. Wo bin ich? Nachdem Zelda und dem Schloss in einen bodenlosen Abgrund gestürzt ist, erwacht sie in der Gegenwart von König Rauru und Königin Sonja. Zelda ist verblüfft, diesen Namen zu erfahren, denn sie sind ihr wohl bekannt. Drachenträne 1. Ah, das sind die Drachentränen. Okay, warte mal. Die sind natürlich überrascht. Das ist ja auch nur allzu verständlich, weil wenn da irgendjemand auf ihnen auftaucht und sagt, ja, ich bin die Person von dem und dem Tochter und das ist mein Vater ist König, dass die so verwundert sind, okay. Aber diese Königin Sonja trägt ja offenbar die gleiche Träne, die Zelda ja auch in der Hand gehalten hat. Das war ja die, wo sie im ersten Part, nachdem ja Ganondorf irgendwie, nachdem er halt erwacht ist, irgendwie, ich glaube, die Träne ist von Raurus Arm ja abgefallen. Das müsste ihm die Träne, also wenn es überhaupt eine Träne ist, weil irgendwie die Symbole sind ja irgendwie alle gleichen. Ich sage jetzt mal Tomoe oder Träne, wie auch immer. Wenn das ist, dann ist das irgendwie, ja, keine Ahnung, eine Träne, mit der man eben durch die Zeit reisen kann und wir halt die Zeitumkehr nutzen können damit. Irgendwie sowas in der Art. Schräg ist es trotzdem. Und vor allem, ich meine, die Erinnerung. Rauru erwähnt, er wäre der erste König, er hätte Hyrule gegründet und Königin Sonja. Soweit ich mich erinnere, in der Historie von der Legend of Zelda Spielereihe, ist doch die Prinzessin und Königin eigentlich immer Zelda. Gut, ich meine, das war sowieso immer seltsam. Ich meine, eben gerade mit Zeldas Mutter zum Beispiel, hätte die auch Zelda geheißen. Also irgendwie, hallo Königin Zelda, hallo Prinzessin Zelda. Irgendwie ein bisschen verwirrend, wenn du so angesprochen wirst. Aber vor allem der Gründer Hyrule, das heißt, es müsste in der Hyrule-Historie, das heißt, diese Ereignisse von Königin Sonja und König Rauru, dem Sonau, die müssten zwar nach Skyward Sword, aber noch vor dem Minish Cap und vor Queen of Time stattfinden, weil da gab es ja Hyrule bereits. Und Skyward Sword noch nicht. Ich dachte eigentlich immer, am Ende von Skyward Sword, da wird Hyrule gegründet, aber offenbar noch nicht. Krass. Link? Du wirkst ganz abwesend. Was hast du denn? Ich bin mehr als verwirrt. Mehr als verwirrt. Und irgendwie bin ich nass und tropfe. In den Augen erschienen sind und du hast Prinzessin Zelda darin erblickt. Geoglyphen, Schriften, Drachentränen. Nun hast du sogar Prinzessin Zelda gesehen. Wieso tropfe ich eigentlich die ganze Zeit? Schwitze ich oder irgendwas? Auf Prinzessin Zeldas Spur. Vergessen Tempel. Okay, müssen sowieso dorthin, wa? Alle Spuren führen in die Heber-Region.
Eine Drachenträne. Das genau hier. Ja. Also auf alle Fälle schräg. Ich glaube, das kann man so sagen. Schräg, schräg, schräg. Achso, das sind Episoden. Und Episoden gibt's. Nee. Episoden? Schreine war das die erste Episode, die wir hatten mit Maronus. Mal Nebenaufgaben. Abenteuererinnerungen. Wieso fehlt eigentlich die erste? Hä? Erwacht. Wo bin ich? Wieso fehlt uns die erste Erinnerung? Wie kann das sein? Ich meine, mit der Erinnerung startet eigentlich das Spiel. Wobei es sind ja... Warte mal, sind das wirklich die Erinnerungen von Zelda selber? Sind es auch unsere? Nee, bisher sind es einfach Zeldas Erinnerungen. Okay, es ist und bleibt schräg. Kann man einfach mal so sagen. Oh je, ja, da haben wir nochmal einen Schrein. Hä? Für am Schluss nochmal ein bisschen mehr Ausdauer oder was? Ja, mal gucken. Also, das war auf alle Fälle eine sehr interessante Folge. Ich war sehr am Überlegen, ob ich Ihnen zwischendurch einen Cut machen sollte. Weil zum einen das mit Impa, der Sprung nach oben, sag jetzt mal, das war ja schon interessant. Dann natürlich jetzt noch diese Szene, zumindest etwas für Thumbnail, da kommt ein bisschen was doch. Mach noch ein bisschen länger und schneiden es nachher zusammen, machen wir es so. Das passt doch. Das heißt, da gehe ich nachher hin, jetzt erst einmal holen wir den Schrein noch. Das ist auch einer der, naja, Schreine, sag ich jetzt mal, in mehr oder weniger Anfangsgebieten ist, dürfte relativ einfach sein. Also so zumindest. Sonst wär's doof. Das Schildschlittern, ach ja. Schildschlittern, ne? Kann ich das mit dem machen? Der zerbricht doch, oder? Ist doch der Schild, der zerbricht. Mit dem vielleicht versuchen. So. Was, dadurch zerbricht der auch schon, weil ich drauf gesurft bin kurz? Ja, danke schön, ey. Hat neue Schilde, Freunde. Okay, im Boden hat's Feuer und das hilft mir natürlich hochkommen, wa? Entschuldigung, so war es nicht gemeint. Okay, warte mal, das Ding muss ja in die Mitte platziert werden, wa? So, wenn ich den direkt drauf sitze, fliegt er bereits oder hebt bereits ab. Das heißt, besser wäre es, wenn ich irgendwie... ein bisschen Stabilität hätte. Königin Sonja und König Rauru. König Rauru der Erste. Ja, interessant war also das Ganze, dass wir jetzt irgendwie einen Einblick darauf haben, dass das Ganze, die Story, eigentlich... Ist ja noch etwas. Vorhin gar nicht gesehen. Sind noch mehr Bretter? Nee, war. Das ist wohl eben zwar nach Skyward Sword. Also, zwar Skyward Sword, aber nein, nach Skyward Sword und vor dem Minish Cap. Nur Queen of Time irgendwie passiert sein muss. Zumindest Zeldas Ankunft war in der Vergangenheit, sagen wir es mal so. Warum auch immer sie dort ist oder hingekommen ist, wie sie wieder zurückkäme. Das ist mal ein anderes Thema, wa?
Es kann nur um 10.000 Jahre handeln, Freunde. Oder wir machen es ein bisschen anders. Ich dachte, ich müsste jetzt so kompliziert bauen, aber natürlich einfach hierhin platzieren. Warte mal, was sagt denn oben? Dort stoße ich an. Vielleicht hat es da noch eine Truhe. Nö. Da oben ist auch nichts. Wie was dann empfehlen die Dinge auch, weil das macht das Ganze noch schwerer. Wir müssen uns sogar 2 Zeppelin ranpacken oder so und da bringe ich keinen Bock drauf. Einfach denken, Freunde. Weil einfach ist. Naja, so ungefähr zumindest. So. Geht's dort. Da haben wir noch eine Fackel. Warum auch immer. Hä? Okay, dann müsst ihr hin. Oder nicht? Na toll. Jetzt hängt er da fest und ich komme nicht hin. Kann vielleicht die Zeitumkehr? Ne, bis runter kommt er auch nicht, wa? Schade. Ja, weil dahin kommen wir ja auch. Was? Ich komme da nicht hin? Mann, ey. Aber der soll schon dahin, wa? Warte mal. Nee, Moment. Okay, ein bisschen, naja, fragwürdig tatsächlich, aber hey. Hauptsache ist klar, was ist denn hier unten los? Okay.
Er hat mehrere Kugeln. So, und hier kann er wohl auch mit dem Deckensprung schnell hoch. Okay. Das heißt, wir haben hier die große Kugel. Von der Truhe nehme ich jetzt mal an. Und hier auch die kleine Kugel. Die muss ich halt hier rüber befördern. Die Ballone, das dürfte also nicht so schwierig sein. Und mit der kleinen. Dafür ein bisschen Feuer. Ja. Drachendinger kann ich auch mitnehmen oder könnte ich theoretisch mitnehmen. Das verbrennen mir vielleicht direkt ein Ding. Eigentlich auch schade. Das muss doch zu schwer war. Ja. Aber es hat ja mehrere Kerzen hier. Also theoretisch könnte man so versuchen. Nein! Ah, Kacke. Aber der Rätsel natürlich nicht richtig überlegt. Das sind natürlich sofort abheben. Das heißt, ich muss nachher nach oben und den holen. Super. Naja. Nein. Oh, ist besser so. Das geht so gar nicht. Dann nochmal weg. Du sollst nicht auf die Kugel dich verbinden, sondern... Ja, schon damit. Okay, theoretisch möglich. Ich mache mal ein bisschen Starthilfe. Okay, bis der oben ist. Geh mal so hoch. Guck, wo der andere wieder abgeblieben ist. Oh mein Gott. So. So, du Ballon, du warst ein ganz, ganz böser Ballon, wenn man so sagen darf. Runter mit euch. Ja, komm schon, du hast es fast geschafft. Nein. So, den hätten wir. Der andere kommt auch schon.
Wunderprächtig. Ein Opal. Tsching, tsching. So, haben wir es? Ich hoffe schon. Längerer Schrein, wa? Krass, krass. So. Wird das auch gelöst? Oder gemacht vielmehr? Diese Geoglyphen am Boden, wa? Ob wir uns damit vielleicht auch mal noch näher beschäftigen sollten? Ich weiß nicht, irgendwie auf die Jagd nach Geoglyphen machen. Klar interessiert es, wenn wir wissen, wie die Story weitergeht. Wir haben noch, ich glaube, 2 oder 3 schon gesehen, aber weiß nicht, vielleicht wäre es ja gar nicht direkt alle zu suchen dann. Wobei, wisst ihr was, wir warten erst mal ab, bis wir an Ornis oder sprich irgendwie in der Heberregion wieder waren, weil dort sollten wir eigentlich hin. Die Tränen des Drachen, genau. Im Grund der Schluchten Hebra, genau, wir müssen sowieso weniger dorthin. Da suchen die 4 Regionen. Das schwebende Schloss, die suchen nach Zelda. Wir haben noch viel zu tun hier. Das ist eine dämliche Fackel. Mhm. 9 Stahl von Marita. Was? Stahl der Orni? Scharfmedizin. Ich meine, wir haben ja durch unsere Rüstung, also der Outfit, das ich noch anhabe, eigentlich schon einen relativ guten Schutz dagegen. Schon mal ein Kälteschutz 1. Ja, also damit. Vielleicht brauchen wir sogar noch 2 und 3. Ich meine, ich kann sie kombinieren, ne? Ich kann die Hose anziehen, plus kann ich natürlich. Also, die Hose anziehen, plus eventuell auch noch Tränke nehmen. Oder zu essen. Ein Brunnen. Okay. Die Brunnen sollte man nicht unterschätzen, ey. Gut, wobei Violetta, ja, nur. Das ist nicht so viel, aber besser als nichts. So, die Dinger lasse ich mal. Dann wieder raus hier. Ich liebe den Deckensprung. Dafür, dass er ursprünglich offenbar von den Entwicklern nur als Debugging-Tool genutzt wurde und offenbar gar nicht so geplant war. Oh, warte mal. Wo bin ich? Dachentrennen. Oh, jetzt sehe ich sogar hier die Hieroglyphen. Geoglyphen, Entschuldigung. Das wollen sie einmal erforscht haben. Krass. Unbekannte Tierart. Nicht streiten, Freunde, nicht streiten. Das reicht noch nicht. Was denn? Guck mal. Das bauen wir zum Schlaf. Können wir so im Räder bauen.
Okay. Ein Traum von einem Wagen. Okay, wir müssen also zuerst noch ein Ding bauen, wa? Bauen. Sagen wir schon. Natürlich ein Pferd noch finden. Wir wissen ja, wo es in der Nähe was gibt. Muss kurz gucken. Okay, er macht es automatisch gut. Gut, gut. Oh, Moment mal, der Wagen ist fertig? Ja gut, das Pferd fehlt noch. Aber ja, dann wäre es fertig. Ich danke dir. Ja, das machen wir auch noch. Demnächst, Freunde, demnächst. Ist ja eine Quest, deswegen kann ich sie gar nicht verpassen. Das ist schon mal gut. Der Stallbesitzer, okay. Der pennt. Jetzt nicht mehr. Geldeinbruch war okay. Ja, wir sind ja unterwegs in Ornis. Mehr oder weniger. Mit Umwegen, aber wir sind unterwegs. Ja, Sa, du mich auch. Holzpfeil mal 5 oder 20 Holzpfeile. So, 74 Pfeile, das reicht mal fürs Erste. Glutlibelle. Schützt vor Hitze, kann man immer gut gebrauchen. Schleichwürmchen. Die gehen auch noch. Und die Feedkröten sind ein bisschen teuer. Ja, ich weiß, Terry, du liebst mich. Wir sind cool drauf, Mann. Terry. Ich frage mich ja, wenn man irgendwie Ocarina of Time nochmal komplett neu auflegen würde. Mit halt eben auch den Informationen aus den seitdem erschienenen Zelda-Spielen. Ob es dann vielleicht sogar auch ein Terry in Ocarina of Time gäbe. Natürlich auch Referenzen auf die Göttin Hylia mit so Statuen und so, wie wir es jetzt schon haben. Fände ich irgendwie noch cool. So, was haben wir sonst noch? Eigentlich nicht mehr so viele. Wir haben ja erst kürzlich viel verkauft. Aber trotzdem noch ein bisschen Rubine. Sehr schön. Yay! Ich sehe vieles. Und doch wenig. Bis Treuepunkt. Ja, stimmt, ist ein neuer Stall. Da kriege ich Treuepunkte. Ja, das Malobek kann ich eh nicht nehmen, also von dem her. Zahlen Rubinen. Ganz ehrlich, wer braucht das überhaupt? Also weißt du, damit den Gutschein bezahlen, weil... Kannst du wirklich so wenig Rubine dabei? Also mit so wenig Rubinen unterwegs, also das lohnt? Kann man kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Ganz kurz switchen, weil nervt mich gerade ein bisschen. So. Ja. Kannst ein Pferd mehr bei uns registrieren? Okay, wir sollten erstmal wissen, wie viele Pferde ich überhaupt registrieren kann aktuell. Aber ansonsten gut zu wissen. So, also hier habe ich gesehen, dass hier Pferde sind theoretisch. Deswegen dieses Symbol da. Dort wäre es theoretisch nochmal ein Schrein gewesen, aber ich hätte den schon gemacht. Ich glaube, den habe ich schon, wa? Da braucht einfach ein bisschen... Naja. Sagen wir mal ein bisschen falsch markiert. Also, wir haben ja jetzt 4 Segenslichter wieder, das heißt, wir nochmal die Ausdauer ein bisschen weiter erhöhen. Und... Gucken, ob jetzt der Maronus hier ist. Das würde mich auch interessieren. Der Turm vom Außenposten. Ihr könnt mal Pura von ihrer Schwester erzählen. Pura, ich habe Impa getroffen.
Okay. Das sieht jetzt nicht wirklich. Gibt es hier unten noch was Neues? Irgendwie auch nicht, wa? Ja, ja, Lichter. Ich muss ins Labor, aber erstmal muss er hier noch was machen. Ja, dafür müsste ich eigentlich noch zum Ding gehen. Zum Tempel der Zeit wieder zurück. Dort müsste so eine Statue wieder sein. Okay. Das dauert also noch ein bisschen. Kein Problem. Ich frage mich, ob der Ort sich hier generell verändert, weil wir mit der Story weitermachen. Also das mit dem Stall stimmt, da war ja was, dass sie hier noch einen Stall bauen wollen. Hier, vielleicht ist das hier noch ausgebaut, hier sind noch mehr Rüstungen kaufen können und so. Da ist mal Ronus, hey. Wie ich schon gedacht habe. Wie mache ich es nur? Das war mich auch immer. Okay. Ja, ich glaube, sobald der Stall hier gebaut wäre, also sobald es soweit ist, dass wir uns dann erst um die Amiibos vor allem kümmern, also eben auch ein Amiibo, mit dem man irgendwie Epona freischaltet. Warte mal. Dass ihm die Crocs erscheinen lässt. Sehr schön. Die Bogentasche noch gerne. Ja, jetzt braucht er mehr Crocs an, das ist auch ein bisschen. Naja. Nochmal die Schildtasche. Perfekt, schon 6 Schilde, die wir tragen können. Wir müssen erstmal eine neue finden. Neue Krocksamen, Waffentasche, brauchen wir jetzt auch 2. Okay. Dann sind es 3, okay. Da heißt theoretisch könnte ich jetzt natürlich auch die Schilde in die Bogentasche nochmal vergrößern. Ich will vielleicht sagen, dass ich eher nochmal die Waffentasche vergrößere, weil ich das Gefühl habe, ja, generell so Waffen und Schilde werden, glaube ich, eher zerbrechen. Alter, 5. Da kommen wir doch erstmal die wieder. Ich dachte, das wären 4 oder so. Obwohl, sobald wir ein Hylia-Schild haben, muss ich die Schildtasche auch nicht weiter vergrößern. Also, sie hätten den irgendwie verändert im Gegensatz zu Breath of the Wild, aber dort war er ja unzerstörbar. Ähnlich wie in Skyward Sword, eh? Da hatten wir, glaube ich, zum ersten Mal, ja, dass Waffen zerstört werden können. Das Schwert natürlich nicht, weil es war das Master-Schwert immer. Also, das war die Vorstufe, aber es war eigentlich das Master-Schwert. Die Schilde, die konnten ja zerbrechen. Das hat es aber zumindest eine Leiste, die angezeigt hat, wie weit die schon zerstört sind. Das fand ich eigentlich noch schön. So, kosten die alle 5? Nee. Ah, nur 4 hier, okay. Gut, hätten wir das auch getan, Freunde. Größere Taschen, sehr gut, sehr gut. Das auch mal gelohnt. Die unten einfach Pilze sind. Ja, komm. Ah, Göttin Hylia, gib mir deinen Segen. Anstelle von 7 Tage Regen. Ausdauer.
Ist jetzt im 5. Ich glaube schon, wa? Ah, das kackt mir erstmal. Ja, noch 3 Stück. Das quasi nochmal 12 Schreine machen, damit er nochmal. Also wenn man so will, dass eigentlich hier die Ausdauer-Ding, dass der Kreis nochmal komplett voll wäre. Ich glaube, damit bin ich jetzt schon mal gut bedient fürs Erste. Das heißt, die nächsten Lichter würde ich dann eher für... Habe ich eigentlich welche? Sind halt weg, wa? Da stehen immer wieder. Die nächsten Lichter würde ich eher dann wieder für Herzcontainer einsetzen. Aber okay, okay. Ja, auch Waffen immer wieder, hä? Das sind nicht unbedingt die besten aller Waffen, die man findet. Vielleicht wird das noch upgraden, könnte ja sein, wa? Das nehmen, je nachdem, weil auch hier der Spätposten noch wächst, und halt auch hier, dass er stärkere Waffen hat. Ich kann natürlich auch hier mal das schwarze Bockblindenhorn, ne? Ich habe irgendwie auch so krasse Waffen mit den Königszweihänder. Auch damit kombinieren und so, wäre schon eine Idee, aber ich warte erstmal noch. Erstmal die Waffen hier verbrauchen, was sicher schnell gehen wird. Ja, wie auch schön. Viele Dinger mit Abwehrspießen und so. Elektroschutz durch Elektropilz-Reisbällchen. Wie das funktionieren soll, kein Plan. Mal schön sortieren. Jo. Noch Sätze, ja, macht Sinn. In hier heißt ja, mir fehlt noch irgendwie aeromäßig was für die Schuhe. Und für naja, für die Kapuze vom Kopf eigentlich. Ich finde doch garantiert bei den Ornis, kann man gar nicht anders vorstellen. Das muss so sein. So, und davon noch ein bisschen. Ein paar. Sehr gut, sehr gut. Ja, trotz allem fühlt es sich. Eben, wir haben auch hier noch in den Markierungen. Hier müsste eigentlich noch ein Schrein sein, theoretisch. Da muss ich auch noch hin. Ich habe zwar hier einen Schrein, aber hier rüber segeln und zu Fuß gehen ist mal zu mühsam. Ich hätte dann doch gerne halt einen richtigen Schrein quasi. Da müsste anders sein, da könnte ich theoretisch von hier aus segeln. Aber ganz ehrlich, ich glaube, nee, wir gehen in der nächsten Folge gehen wir mal hier entlang und gucken mal. Ihr müsst eben da, Tränen des Drachen, die Quest müsste da weitergehen. Ansonsten dann da so ein Orni. Kann man gucken, ob ich hier irgendwo vielleicht einen Turm sogar noch finde. Wäre noch ganz cool. Das kann ich einen Turm von hier oben. Aber ja. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt mal an der Stelle dann die Folge, also quasi Doppelfolge, weil ich jetzt vermutlich direkt vor der Cutscene dieser Tränendingsbums gecuttet habe. Und vielleicht gehe ich in der nächsten Folge, holen wir doch mal uns so eines Pferdchen wieder. Und reite mal in die Richtung, wa? Ich wollte gerade sagen, unser Turm ist es nicht, da ist der andere. Den haben wir schon. Der ist schon aktiv und die anderen Türme sehe ich gar nicht. Hauptsache ich sehe Monster. Ah, stimmt, hier war noch irgendwie so ein Talos-Ding, wa? Talos-Viech, weil ich gesagt habe, kann man mal gucken, ob man den noch platt machen soll. Zum Testen, ob man mit dem Degelsprung da durchkommt, durch die Bodenplatten bei ihm. Naja. Ein anderes Mal, ein anderes Mal. Ich würde sagen, zum Schluss gucken wir uns vielleicht nochmal, weil wir es jetzt freigeschaltet haben, die Erinnerungen durch. Weil das ein bisschen creepy fand, um ehrlich zu sein. Was ist das?
das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zerspringen. Ein nutzlose Klinge. Zelda. Und du, Träger des Bannschwertes, Link. Rauros große Prophezeiung. Zur jämmerliche Firma. Woher kennst du unsere Namen? Tja, immer wieder episch. Doch eine Art Kombi-Erinnerung, war es nicht nur die von Zelda, sondern auch unsere. Ich bin trotzdem gespannt, was hier die Nummer 1 als Erinnerung nachher sein soll. Wie geht's überhaupt insgesamt? Alter Schwede, 18 Stück. Na gut, die Hofe gehen natürlich noch ein paar von, nicht nur aus der Vergangenheit, sondern auch ein paar von der Hauptquest noch. Aber okay, sei es drum. So viel dazu. Ich sage an der Stelle fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dann eben wieder Richtung Norden. Ich glaube, es passt. Die Beschreibung passt sehr gut. Richtung Norden. Zum Zyklon. Lustig. Tschüss.